Wir stehen hier vor dem Geburtshaus von Arnold Schwarzenegger. Wie lange hat es gedauert, das Privathaus umzubauen zum Museum, das Sie heute eröffnen werden? Ja, das Haus ist 2009 gekauft worden und wir haben jetzt das wieder so zurückgebaut, wie es Arnold Schwarzenegger verlassen hat. Und hier in dem Haus sind ungefähr 200 Quadratmeter Ausstellungsfläche. Da werden 4 seine Karrieren gezeigt, und zwar Kindheit und Jugend, Bodybuilding, Filmschauspieler und die politische Karriere. Wie viele Sachen aus seinem richtigen Leben sind hier im Haus ausgestellt? Na, es sind so circa 1000 Ausstellungsstücke, was vom Arnold direkt kommen. Wird der Arnold sich das auch selbst ansehen? Zur Eröffnung wird er nicht hier sein, vielleicht später? Naja, Arnold war ja jetzt vor 4 Wochen hier und da ist ja praktisch alles schon hier gewesen. Und Arnold hat es besichtigt und hat gesagt, du hast 80% des Museums ist fertig, eröffne, und wann machen wir das zu meinem Geburtstag? Ich werde eine Grußbotschaft schicken und deswegen ist auch der Zeitpunkt jetzt gewählt worden. Das Haus wurde 1806 eben gebaut von den Herbersteins, von Graf Herberstein, und es war immer als Forsthaus hier, weil die Herbersteins haben ja die ganzen Wälder und das alles besessen, und im untersten Geschoss hat immer der Förster der Herbersteins gewohnt und das obere Geschoss war vermietet an der Polizei, und da hat der Postenkommandant von Dahl, der Herr Schwarzenegger, gewohnt. Ich und Arnold sind ja zusammen aufgewachsen, sind zusammen in die Schule gegangen. Wir haben beide auch eine politische Karriere eingeschlagen. Ich war 20 Jahre Bürgermeister in der Gemeinde und wir haben eigentlich seit der Jugend immer den Kontakt gehabt. Er ist eigentlich, wenn er in Europa ist, immer nach Dahl gekommen, und ich war 4-mal selbst schon bei ihm drüben. Wir sehen hier beim Haus Ruinen von einer alten Burg. Da steht im Haus, er hat oder Sie haben nur dort gespielt. Naja, das ist eigentlich fast unser Spielplatz immer gewesen. Da haben wir immer Räuber und Gendarm gespielt. To so doma izdelane uteži, na katerih si je Arnold Schwarzenegger pridobil prve mišice. Nameščene so bile v tale vrata tukaj v njegovih prostorih. Den größten Teil seiner Kindheit und Jugend hat ja das Bodybuilding geprägt. Die Bodybuilder-Karriere hat ja am Talersee unten begonnen. Da hat er eigentlich drauf seinen ersten Trainer, den Kurt Manuel, den Adi Ziegner, den Karl Keinrad. Und da ist er eigentlich inspiriert geworden, so als 13-Jähriger, dass er auf jeden Fall diese Sportart, diese Kraftsportart ausüben wird. Und da hat er zuerst Gewicht heben und das alles, und dann ist es eigentlich in Bodybuilding übergegangen. Und Arnold war ein verbissener Trainierer. Also der hat ja Tag und Nacht fast trainiert, dass sowas geworden ist aus ihm. Arnolds Wunsch war eben, dass man diese Bilder, die sind ja alle von ihm, dass man diesen Raum nur mit Schwarz-Weiß-Bildern macht, aus der Zeit, wo er praktisch in Österreich war und wo eigentlich alles begonnen hat. Arnold se je po pričevanju prijateljev in znancev že prvi dan treninga odločil, da bo postal mister univerzum, kar mu je tudi uspelo. Z 20 leti je postal najmlajši mister univerzum vseh časov. Kariero pa je zaključil leta 1980 s 5 naslovi tega tekmovanja. Die selbstgemachten Handeln, das sind alles Geräte, wo sie auch selber Hand angelegt haben. Das ist nicht so wie heute, diese fertigen elektronischen Maschinen. Das ist wirklich alles nur Handarbeit. Und das haben sie noch selber zusammengebaut. Also wie das große Curly-Handel, das was 48 Kilo hat, das was immer dann ein Stück dazu geschweißt haben, damit es immer schwerer wird. Ja. Seine Karriere hat er eigentlich mit seinem Bodybuilder-Film eben angefangen. Und ja, und das hat ihn halt natürlich auch taugt, und hat dann gesagt, ja, er wird da weitermachen, weil zuerst hat er eigentlich Strong geheißen, ne? Er wollte eigentlich nicht Schwarzenegger, und dann hat er gesagt, wenn er berühmt ist, ist das egal, wie lang der Name ist. Er will Schwarzenegger bleiben. Was sind in diesem Zimmer die interessantesten Stücke vielleicht? Naja, das sind eigentlich diese Terminator-Figur, die hat Arnold in seinem Büro in Santa Monica gehabt. Wir haben das Conan-Schwert, wir haben diesen T800er,
Dann also ein Filmstuhl, wie er eben diesen Junior-Film gemacht hat. Und dann sehr viele Drehbücher von Filmen drinnen mit der Filmklappe. Ja, es ist so ein Misch aus seinen ganzen Filmen halt. Sosednji prostor pa popolnoma zasenči velik motor, ki je sicer še v voznem stanju, a se organizator ne boji, da bi se kdo z njim odpeljal. Das ist eine Harley-Maschine aus dem Film Terminator. Die ist dann zurückgebaut geworden als Straßenmaschine und die ist bis zuletzt in Betrieb gewesen bei ihm. Also die nimmt uns keiner mehr weg, weil die hat 370 Kilo, haben wir schwer gehabt, damit wir die im ersten Stock gebracht haben. Gell? Ureditev Schwarzeneggerjevega muzeja je financiral Peter Baha. Za ogled zbirke pa ne bo treba pregloboko seči v denarnico. Vstopnina za odrasle znaša 5 evrov, medtem ko lahko svojega junaka otroci podrobneje spoznavajo že za 2 evra. V muzeju pa bo na voljo tudi nekaj spominčkov za domov. Es gibt Merchandising-Sachen noch, jetzt gibt es Postkarten und diese Woche, also zum Geburtstag, wird ja eine Briefmarke präsentiert werden, wieder mit einem Sonderstempel und das kann man natürlich auch mitnehmen und kaufen. Wie verfolgen Sie seine politische Karriere? Naja, er hatte 7 Jahre, war Gouverneur in Kalifornien. Genau bei so einem Tisch ist er eigentlich gesessen, den haben wir genauso so nachgebaut. Würden Sie sagen, der hat sich als Politiker verändert oder ist er immer noch der gute alte Arnold Schwarzenegger? Also ich kenne ihn als Jugendfreund und ich kenne ihn schon immer so und eigentlich hat er sich nicht verändert, also in meinen Sinne. Er ist immer der gleiche geblieben. To je bil le hiter pregled skozi zbirko predmetov iz življenja Arnolda Schwarzeneggerja, ki si jih lahko danes naprej ogledate v njegovem muzeju.